Stellt euch eine Welt vor, wo die Naturgewalten noch in voller Pracht herrschen. Wo gewaltige Gletscher, vereiste Wasserfälle und brodelnde Vulkane nebeneinander existieren. Wo magische Polarlichter den Himmel erhellen und dampfende Thermalquellen aus den Tiefen der Erde aufsteigen. Willkommen in einem Land aus Eis und Feuer und zu einer unvergesslichen Reise in die atemberaubende Wildnis von Nordisland. Gerade im Winter erlebt man die Wunder der Natur hier oben nochmal auf eine viel intensivere Art. Begleitet uns also auf dieser Expedition an die nördliche Küste von Island und lasst euch von der magischen Winterwelt rund um den Mývatnsee verzaubern. Ja, willkommen in Nordisland. Unser Abenteuer startet nördlich von Akureyri mit einer Fahrt entlang vom Eyjafjörður, dem längsten Fjord von ganz Island. Die schroffen Klippen und das tosende Meer vermitteln uns ein erstes Gefühl für die ungezähmte Schönheit hier im Norden. Ein besonderes Highlight ist der Besuch von einem Leuchtturm, der den mutigen Seefahrern hier schon seit Generationen als zuverlässiger Wegweiser dient. Wir spüren hier so richtig die rohe Kraft von dem gewaltigen Ozean. Das ist ganz gut. Ja. Warm ums Herz wird es uns auch, wo wir zum Abschluss von dem ersten Tag noch von ein paar Locals hier in Island begrüßt werden, die neugierig ihre Köpfe über den Zaun strecken. Ich bin so Pferdeliebhaber, aber das sind ganz herzige da. Ganz tapfere sind, ganz nur so am Stehen. Nachdem wir die erste Nacht in Island in einer von diesen schönen Cabins verbracht und es uns natürlich auch im Jacuzzi gut gehen lassen, wird unsere Reise weiter von Akureyri ins Landesinnere. Unser Ziel ist einer der spektakulärsten Wasserfälle von ganz Island. Hey, willkommen beim Godafoss. Das hier hinten ist der erste Anfang von dem wunderschönen Wasserfall. Es geht hier einen Weg entlang vom linken Flussufer. Aber hey, also was ich jetzt schon gesehen habe, nur schon von dieser Aussicht hier, Wahnsinn. Ich habe schon viele Wasserfälle gesehen in meinem Leben, aber so etwas wie der hier, so in dieser verschneiten Landschaft und teilweise der Wasserfall sogar noch vereist. Es kommen hier teilweise auch so ganze Eisschollen den Fluss herab. Hey, wirklich einmalig. Da müsst ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr hier oben seid. Der Wasserfall der Götter. Der Name kommt übrigens nicht von ungefähr. In den Mythen der Isländer wird erzählt, dass im Jahr 1000 nach Christus hier die letzten heidnischen Götterbilder der tosenden Wassermassen übergeben worden sind. Als Symbol für das Ende des Heidentums und den Beginn einer neuen Ära in Island. Sicher der richtige Ort für so ein denkwürdiges Ereignis. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Nach dieser göttlichen Erfahrung geht es weiter in die Region rund um den Mývatnsee. Hier machen wir als erstes einen Abstecher zu einem Ort, der mit seiner bizarren Felsformation auf uns wirkt, als wäre er auch nicht wirklich von dieser Welt. Hey Susi, wie heisst das schon wieder genau? Dimmu-Borgir. Dimmu-Borgir? Ja, genau. Okay. Und was sind das genau? So Lavaformationen. Aha, sieht auch cool aus. Also Lavalabyrinth sagen wir amigs auch, aber eigentlich sind es so Lavaformationen. Mega. Das ist cool. Hammer. Ja, wir haben hier gerade noch mit Ihnen zwei hier ein bisschen gefilmt, ein paar B-Roll-Aufnahmen gemacht. Wir machen auch noch ein Video für Kontiki mit diesen super, wir sind nicht Gäste betreuen, sondern was ist deine Funktion? Ich bin Sachbearbeiterin, die Reisen organisieren. Genau, also falls ihr dann vielleicht hier eine Reise hier nach Island bucht, habt ihr mit Susi Kontakt. Ihr wisst, sie ist hier wirklich vor Ort und schaut, dass ihr hier nur die besten Kontiki-Tipps mitbekommt.
Als wären die Felsformationen nicht schon genug faszinierend gewesen, erkunden wir zum Abschluss von unserem zweiten Tag noch das Geothermalgebiet Naumascar. Hier erwartet uns brodelnde Schlammtöpfe und dampfende Fumarolen, die von der unglaublichen geothermischen Aktivität unter der Erde zeugen. Ja, schmeckt dezent nach faulen Eier, aber mega cool. Ne? Ja, ich glaube, langsam müssen wir uns einfach fragen, ob wir nicht schon längstens in andere Sphären abgedriftet sind. Das Naturwunder, das sich hier vor unseren Augen ausbreitet, lässt uns auf alle Fälle fast ein bisschen daran zweifeln, ob der Dampf, der hier aus der Erde kommt, das Einzige ist, das ein bisschen faul schmeckt. Spätestens, als wir uns auf den Weg zur heutigen Unterkunft machen, wird uns aber klar. Die geothermische Aktivität hier ist nicht nur sehr real, sondern auch extrem wichtig für die ganze Region hier rund um den Mývatnsee. Erst dank der Wärme, die hier aus dem Boden kommt, wird das Leben in diesen Breitengraden hier oben nicht nur möglich, sondern auch im tiefsten Winter äußerst komfortabel. Schon seit Generationen macht man sich die Energie, die hier gratis aus dem Boden kommt, nämlich zu nutzen. Um Gebäude zu heizen, Strom zu generieren, Gewächshäuser zu betreiben, sogar Brot wird hier gebacken, direkt in den Geysir. Und natürlich gönnt man sich auch gerne ein Bad in einer der vielen heissen Quellen, die es hier gibt. Beim Mývatn Nature Bath datieren die Aufzeichnungen zurück bis ins 13. Jahrhundert und erzählen von der langen isländischen Wellness-Tradition. Ja, da muss man definitiv kein alter Wikinger sein, um die Seele so richtig baumeln zu lassen. Gut, haben wir am Vorabend noch mal ein bisschen Energie getankt. Die brauchen wir heute definitiv. Uns erwartet nämlich der wahrscheinlich aktivste Tag der ganzen Woche. So, Tag 3 hier oben im hohen Norden von Island. Heute haben wir einen ganz coolen Tag vor uns. Und zwar gehen wir mit GeoTravel, einem Partner von Contiki, auf ein paar Aktivitäten und drehen dabei auch noch 2 separate Videos und werden hier von Anton geführt. Das ist der Besitzer von GeoTravel. Ganz ein cooler Typ, ein richtig typischer Isländer, richtig schön trockener Humor. Als erstes gehen wir jetzt rauf auf den Krater und schauen, ob wir dort ein bisschen die Sonne verwischen. Es klart schon ein bisschen auf da oben. Also wir könnten noch so Glück haben. Ja, let's go! Anton Freyr Birgisson. Unser Guide ist nicht umsonst benannt worden nach dem nordischen Gott vom Himmel, dem Freyr, dem Herrscher über Wind und Wetter. Pünktlich, als wir hier oben auf dem Kraterrand ankommen, schickt er uns ein paar göttliche Sonnenstrahlen und erhält die unglaubliche Szenerie. Der Anton erzählt uns hier die Legende von einer mächtigen Elfenkönigin, die tief im Inneren des Kraters haust und über das umliegende Land wacht. Um den Frieden mit den Elfen zu wahren, ist es uns Menschen darum untersagt, in den Krater abzusteigen. Es ist nur eine von unzähligen Geschichten, die uns der Anton an diesem Tag über seine Heimat erzählt und wo die tiefe Verbundenheit der Isländer mit den Kräften der Natur widerspiegelt. Auch uns erfüllt die Schönheit dieser einzigartigen Landschaft mit Ehrfurcht und einer grossen Portion Demut. Das ist sprachlos. Als wir am höchsten Punkt vom Kraterrand ankommen, eröffnet sich uns ein beeindruckendes Panorama. Erst von hier oben werden uns die riesigen Dimensionen dieser Wildnis bewusst. Der Anton lenkt unseren Blick auf die Ausläufer der Krafla-Lavafelder, die die Region hier dominieren
und erklärt uns von den gewaltigen Ausbrüchen und der geologischen Aktivität, die die einzigartige Landschaft hier geformt haben. Es ist eines der explosivsten Gebiete von ganz Island. Und wo es vor knapp 300 Jahren die letzte grosse Eruption gegeben hat man den Ausbruch noch am anderen Ende von Island am Himmel beobachten. Genau in diese eindrucksvolle Kraterlandschaft führt uns der Anton jetzt. Mit seinem speziell umgebauten Superjeep kann er uns auf Wege in die Wildnis führen, wo sonst keiner mehr durchkommt. Und weil es nach isländischem Recht erlaubt ist, überall dort durchzufahren, wo noch Schnee liegt, ist die Freiheit hier im Winter tatsächlich grenzenlos. Mitten in dieser eindrucksvollen Umgebung unternehmen wir als nächstes eine Schneeschuhwanderung in einen von diesen vielen Kratern. Hier scheinen wir keine Elfen zu stören. Und unsere Schritte hinterlassen so Spuren im frischen Schnee, während wir uns in die geheimnisvolle Welt aus der Vergangenheit begeben. Nach der Schneeschuhwanderung geht es zurück ins Basecamp von GeoTravel. Wir haben schon extrem viel erlebt an diesem Morgen, aber unser Abenteuer geht noch weiter. Wir tauschen hier nämlich den Superjeep ein gegen ein paar kleinere, aber nicht weniger actionreiche Gefährte. Auf uns wartet jetzt nämlich noch eine Schneemobiltour. Nachdem wir von Björn, unserem Schneemobilguide, ausgerüstet und instruiert worden sind, geht's los. Querfeldein fahren wir durchs Gebüsch und dann über den zugefrorenen Mývatnsee. Der Fahrtwind zusammen mit dieser winterlichen Szenerie lässt unsere Herzen schneller schlagen und wir geben uns dem berauschenden Gefühl von Freiheit hin. Unglaublich, wenn man bedenkt, wie unendlich gross der Winterspielplatz für die Isländer hier oben ist. Unterwegs machen wir einen Stopp und stellen unser Schneemobil ab. Jetzt merken wir erst, wie unglaublich still dass es hier weit weg von der Zivilisation ist. Unsere Guides zaubern jetzt aus ihrem Gepäck noch einen Gaskocher vor und laden uns hier zu einer heissen Schocke in der Wildnis ein. Wir geniessen das wärmende Getränk und lauschen faszinierte Geschichten von Björn und dem Anton. Sie erzählen uns unter anderem auch, wie wichtig ihnen ein nachhaltiger Tourismus für Island ist. Sie hoffen, dass in Zukunft mehr Leute kommen, die sich auch Zeit nehmen, um die Region hier zu erkunden und nicht wie viele Islandreisende einfach möglichst schnell einmal die grosse Runde machen wollen. Most guests who come to Mývatn, they come here for 1 or 2 days and then they're gone. Slow Travel, sagt Stichwort, wo man auch Zeit hat, um sich auf die Natur einzulassen. Nachdem wir einen Tag lang mit Superjeep und Schneemobil unterwegs waren, stellen wir natürlich auch kritische Fragen dazu, wie nachhaltig der Tourismus für die Natur denn wirklich sein kann. So we also have to be very careful how we do things here. We can't just do whatever we want. We have to consider the nature, consider the animals, the bird life, the wildlife, the culture, the community, all these different things. This is a challenge when you have a tour operator. But sustainability is very important for us to be able to grow here and to live here and to stay here and to keep the nature reserve the same and to keep it healthy onwards. And we take that very seriously. Sie antwortet uns, dass die Natur natürlich die Grundlage für alles hier oben ist. Ihr Ziel mit diesen Touren sei uns Reisenden ein Erlebnis in und vor allem auch mit der Natur anzubieten, das auch einen positiven Einfluss auf die lokale Gemeinschaft hat, gleichzeitig aber auch die Natur konserviert. Aus diesem Grund haben sie auch ein eigenes Aufforstungsprojekt, den GeoTravel Forest, ins Leben gerufen, wo sie zusammen mit lokalen Landbesitzern jedes Jahr Tausende von Birken und Ebereschen in entlaubten Gebieten rund um den Mývatnsee pflanzen. Wir merken schnell, dass das keine leeren Worte sind und ihnen ihre Heimat wirklich am Herzen liegt. Und auch uns ist die Mývatn-Region mit ihren vielfältigen Naturwundern in diesen paar Tagen, die wir hier oben verbringen konnten, definitiv ans Herz gewachsen. Ein bisschen wehmütig sind wir darum schon, wo wir am nächsten Tag aufbrechen und uns wieder auf den Weg zurück an die Küste machen. Aber wir wollen gleich auch noch etwas anderes sehen hier im Norden und das Meer ist schliesslich auch nur 3/4 Stunde Fahrt entfernt. Wir steuern Húsavík an. Ein malerisches kleines Fischerdörfli mit einem charmanten kleinen Hafen und vielen bunten Häuschen. Wir fahren dann noch ein bisschen weiter die Küste entlang und entdecken kurz nach Húsavík einen beeindruckenden Strand mit schwarzem Lavasand.
Hier staunen wir über die gefrorenen Eisblöcke, die irgendwie aussehen, als ob die Wellen mitten in der Bewegung erstarrt sind. Wirklich ein Traumstrand auf seine ganz eigene Art. Wir holen tief Luft und atmen die Ruhe, die von dem magischen Ort ausgeht, ein. Als wir so aufs endlose Meer rausschauen, taucht plötzlich ein neugieriger Robben auf, der kurz vorbeischaut und auch uns zu beobachten scheint. Schnell ist sie wieder abgetaucht und hinterlässt uns mit einem Lachen auf dem Gesicht. Wir laufen am Strand entlang und können es kaum glauben, wo ein Lichtstrahl den bewölkten Himmel durchbricht und die Landschaft in ein magisches Licht taucht. Kein Wunder, glaube ich, die hier oben an Götter bei so wunderschönen Lichtstimmungen und Landschaften. Es scheint, als ob Valhalla auch noch einen Gruß schickt und die Götter unsere Islandreise von oben her segnen. Mit dieser mystischen Erfahrung im Gepäck reisen wir am nächsten Tag zurück nach Akureyri. Und dann weiter nach Hauganes, wo uns das letzte Abenteuer auf unserer Reise erwartet. Hey, so, der letzte Tag in Nordisland ist abgebrochen und heute steht noch mal etwas richtig Cooles auf dem Programm. Und zwar gehen wir mit dem Schiff da hinten auf das Fjord raus, auf den Eyjafjörður und gehen auf eine Whale-Watching-Tour. Da wäre natürlich mega, wenn wir zum Abschluss von dieser absoluten Hammerwoche jetzt noch Walwürde sehen. Drückt uns die Daumen, dass es klappt. Wir gehen jetzt los. Schon in der dritten Generation werden hier Walbeobachtungen auf dem Eyjafjörður gemacht. Whale Watching Hauganes ist hier damit der älteste Anbieter von so Touren in ganz Island. Auf unserer Rundfahrt werden wir von dichtem Schneefall begleitet, der die sowieso schon magische Atmosphäre noch geheimnisvoller macht. Wir fühlen uns hier schon fast ein bisschen wie auf einer Polarexpedition. Gespannt schauen wir aufs Meer raus und tatsächlich. Trotz der eingeschränkten Sicht können wir schon bald eine erste Sichtung machen und entdecken den Schwul von sogenannten Schweinswalen. Die kleinen Zahnwale gehören zu den verbreitetsten Walarten in ganz Island. Weil sie aber selten grösser wie 2 Meter lang werden, verwechselt man sie auf Distanz auch gerne mit Delfinen. Es gibt hier oben aber auch Buckelwal, Pottwal und sogar das grösste Tier von unserem Planeten, den Blauwal, zu sehen. Im Winter migrieren die meisten von diesen Riesen aber in wärmere Gewässer, um sich dort fortzupflanzen. Im Frühjahr und im Sommer kommen sie dann wieder retour, um sich in den kühleren, nahrungsreichen Gewässern hier oben von Krill zu ernähren. Leider bleibt uns Glück, einer von diesen sanften Riesen zu sichten, also verwirrt. Mehr Erfolg haben wir dafür den Hochseefischen. Hier werden ein paar beeindruckende Exemplare an Bord gezogen, bevor sie anschliessend wieder in die Freiheit entlassen werden. Alles in allem also trotzdem ein äußerst würdigen Abschluss von unserer Reise nach Nordisland. So, wir sind wieder zurück vom Boot. Ich würde sagen, es war schon mal ein Erfolg, es ist nämlich niemand seekrank geworden. Leider haben wir aber keine von den grossen Walen gesehen, nur hier die kleinen. Aber es war gleich ein recht cooles Erlebnis. Muss ich halt dann nochmal kommen, vielleicht nehmen wir dort Meli und Ella mit. Können wir mit ihnen auf Whale-Watching Tour gehen. Das Coole ist nämlich, ab dem nächsten Winter könnt ihr die Reise, die wir jetzt hier gemacht haben, bei Kon-Tiki, auch direkt buchen und da wirklich mal den Norden von Island entdecken. Uns hat das wirklich mega Spass gemacht. Es war so eine krass vielfältige Woche, wir haben so viel erlebt. Es ist Wahnsinn, dass wir das alles nur in einer Woche gemacht haben. Es kommt mir irgendwie vor, als ob wir schon einen Monat oben sind. Dementsprechend freue ich mich jetzt aber auch wieder retour. Ich freue mich mega fest auf Meli und auf Ella. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ein bisschen dabei zu sein mit uns. Wenn ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, wenn ihr mehr so Abenteuer sehen wollt. Und ja, dann schaltet wieder rein im nächsten Weekly-Log. Bis dann, habt euch Sorge, macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen!